Mit Serana durchs Seelengrab. Haut ihre Leid. Ich habe Geschichten Weiter über geht's das bei Seelengrab Skyrim. gehört, hätte aber nie damit gerechnet, es einmal selbst zu sehen. Was sagst du? Bis jetzt ist es fast genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Babe, wir suchen deine Mutter und dann haben wir ab. Pass auf, dreht mir gleich mal in die Seele. Herr Todi. Wusstet ihr, dass ich einmal Elsweier bereist habe? Was für ein seltsamer und wundervoller Ort. Ja, pass auf, ihr Mutter. Wo werden die sein? Scheiße. Die Mutter kann was länger werden. Habt Acht vor dem Drachen Dunevir, dem Vernichter der Seelen und dem Herold der Gefallenen. Du sag mal, Babe. Kann es sein, dass ich die mal hinterschlungen hab? Wir sollten in Bewegung bleiben. Ist, als würden wir beobachtet. Pass auf, da gibt es einen Schatz. Wie gehen wir da rein? Ein Jagdbogen. Fuß! Aha. Er sollte das Drachenblut kann es deaktivieren. Er geht gerade, Dominik. Da ein bisschen. Wie schaut du aus? Schaut ja schlecht aus. Ich vermute mal, ist irgendwo da hinten, oder? In den Tiefen vom Seelengrab. Fuß! Pass auf. Eine Seite, Breite. Seite 8. Warte, die muss ich suchen, oder wie? Die suche ich für nicht, gell? Aber, Schätze brauche ich. Ein Schatz geht immer. Da zieht eine Seele vorbei. Serana, wo bist denn du? Da ist. Das ist ab sofort meine neue Gefährtin, gell? Woher seid ihr gekommen? Ja. Achso, sieh du. Der Knochenmann. Der Knochenmann ein Problem, oder was? Sie beobachten uns. Immer wachsam. Sie beobachten uns. Wer denn? Die Toten, oder was? Ihr müsst mir helfen, meinen Avak zu finden. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben. Avak, wenn das? Avak, mein Ross. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Er ist so ein treues Depp, Tier. lass mich in Ruhe. Bewegung bleiben. Sucht der Fette selber. Wir Ich beobachtet. flehe euch an. Ein Ort wie dieser verändert alles. Ich suche gerade die Vampirmutter. Und dann zieh ich ab. Mein voller Ernst. Ja, ich sag mal, die Haus da hinten, ha? So wie es da ausschaut. Möchtest du was? 1000 Schritte und 1000 mehr. 1000 Schritte. Bis zur Erlösung. Du sag mal, bist du auch weg? War bei mir wurscht. Pass auf, wenn's blitzt. Geht das was Gutes? Serana, du kennst dich aus. Ich habe Mitleid mit den Toten, die hier auf Mitleid ewig habe ich nie. gefangen sind. Es scheint fast so, als würden sie immer noch leiden. Ich meine, die Deppen hab ich alle umgeschickt. Oh.
Ich sage mal, ein schlechtes Omen. Welt. Wusste ich, Kommt dass das ich Licht? etwas gehört habe. Manni wird sich freuen, wenn der Vampirjäger auftaucht. Scheiße, da tut er wir. Wer ist das? Serana? Serana? Wo bist denn? Verlaufen oder was? Da ist. Geh mir einfach da. Die kannst du kennen. Mutter? Mutter? Beim Schöpfer. Das kann doch nicht. Serana? Seid ihr es wirklich? Valerika, Ich kann es kaum höchstpersönlich. glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Rein, mecker nicht rein, mich Serana, raus. was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Hakon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten. Um alles ins Reine zu bringen. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Was soll denn das heißen? Habt ihr den Verstand So fremd bin ich gar verloren? nicht. Das kommt nicht in Frage. Ihr. Tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Vampirjägers wiederfindet? Komisch, oder? Ich hoffe, ihr hattet nicht die Absicht, euch als Seranas Beschützer auszugeben, um auf diese Weise an mich zu gelangen. Ey, bin der Beschützer. Diese Worte von jemandem zu hören, der seinen Lebensunterhalt mit dem Töten von Vampiren verdient, lässt mich daran zweifeln, Gute dass Frau, es das ist gerade ein edlen Nebenverdienst. Absichten handelt. Serana hat alles geopfert, um Hakon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Als ich aus Burg Volkia floh, nahm ich 2 Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. In der 2. Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Bal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Bal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur, doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Ich möchte erwähnen, dass ich der Nachfolger bin vom Molag Bal. So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Wenn Hakon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Seranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Und wie genau gedenkt ihr, ihn aufzuhalten? Pass auf, wie hört man auf? Ich bring ihn um. Wenn ihr das glaubt, seid ihr noch dümmer, als ich ursprünglich Und das annahm. heißt denn? Glaubt ihr etwa, Wo ist ich Blitz, hätte komm, diese umbringen. Option vor der Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen? Ihr interessiert euch weder für Serana noch für unsere Not. Es spielt keine Rolle, dass ihr einer von uns geworden seid, um im Seelengrab zu überleben. Ihr seid im Herzen noch immer ein Vampirjäger. Ihr seid hier, weil ihr uns für Abscheulichkeiten haltet. Niederträchtige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Serana? Dieser Fremdling Babe, steht sag's dir, auf der du glaubst Seite an mich. derer, die euch jagen und wie ein Tier töten wollen. Und da soll ich euch ihm anvertrauen? Nein, das stimmt nicht. So schlimm bin ich gar nicht. Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan, als ihr in Jahrhunderten. Genau, jetzt hörst du Wie das. könnt ihr es wagen?
Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana, wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass ihr euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Eine Vampirfamilie. Mit mir und Schwiegersohn. Und ich ihm gut. Bin ich dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor es zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Um Seranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Ja gut, Deal. Ja, seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Tötet die Seelengrabwächter. Pass auf, warum ist nicht gespielt worden? Als ich das Seelengrab betrat, hegte ich die Absicht, einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzugehen, den Hütern dieses Ortes. Ich habe im Seelengrab Zuflucht gesucht und musste den vollkommenen Meistern als Gegenleistung die Seelen beschaffen, die sie so dringend brauchten. Hätte ich geahnt, wie sehr sie es auf meine eigene Seele abgesehen hatten, wäre ich niemals hierher gekommen. Die vollkommenen Meister haben ihre Hüter losgeschickt, um mich zu vernichten. Zum Glück konnte ich sie aber in Schach halten und mich in diese Ruinen zurückziehen. Unglücklicherweise ja. Da die Hüter sich meiner Seele nicht ermächtigen konnten, ließen sie ihre Schergen eine für mich unüberwindbare Barriere errichten. Ja, gute Frau, schlecht Laffer. Die Zeit ist für mich kaum von Bedeutung. Dasselbe gilt folglich auch für die vollkommenen Meister. Man könnte es wohl als das ultimative Geduldsspiel betrachten. Jeder beobachtet den anderen, um zu sehen, wer nachgibt. Seid vorsichtig und passt auf meine Tochter auf. Valerika, I'll be back. Pass auf, es war die Rede von 3 Seelenwächtern. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Und einen Gefängnis Drachen. gehen. Was sagst du? Jetzt suchen wir erstmal einen Seelenwächter. Wie schauen denn die aus? Kennt ihr die? Oh Gott. Sagt er mal in die Hode, wie? Ich glaube, die sagt er mal nicht an. Der hört die 3 Deppen mal immer suchen. So, mich speichern. Das könnte wahrscheinlich hässlich werden. Leid da drüben. Da hinten war da sowas.
Ich schau mit Omi. In die Nachbarschaft. Oder das ist da drum, ha? Sag du dazu. So, wie schaut denn aus? Halli, hallo, hallöle. Wo ist der Wächter? Wo ist da los? Gehört habe. Wer? Ist das des Wahnsinns? Der legt die mit mir an. Der Knochenmann. Komm rein, du. Die ewigen Abgründe. Seelenglut. Nordpfeile. Einig. Aber die Bumm, du. Trennen die Jeans. Man grillen dann die nicht. Kann ich den nicht stören? Aber Schädel. Von denen liegt das so gar nicht. Nebelmann. Wer ist das? Der Mann aus dem Nebel. Freunde, Finger weg. Das will mich schützen. Ich habe einen schlechten Eindruck bei ihrer Mutter. Wird das eine Meere sein? Nicht der Schädel? Nimm mal mit. Wenn ich mal schon vom Fierswald gehe. Arvak! Ihr habt ihn Achso, gerettet. ja, du. Seine So ein Seele Zufall. ist frei. Ich kann es fühlen. So ein treues Tier. Lasst mich euch beibringen, wie man es abruft. Er wird euch helfen, diesen verdammten Ort zu bereisen. Aber ich bin mir sicher, dass er an einem sonnigeren Ort viel glücklicher wäre. Lebt wohl. Und passt gut auf Arvak für mich auf. So ein edles Ross. Ja und? Mutter, was ist das? Pass auf, leb wohl. In dem Seelengrab. War ein guter Witz. Die Wächter, wo sind denn die sei? Ein Wanderungsfoto wäre uns. Woher seid ihr gekommen? Wer denn? Ja, wie schaut denn aus? Die rafft schon wieder. Mir geschafft. Hat das eine Bedeutung? Pass auf, die Speichernummer. Nachschauen. Woher seid ihr gekommen? Der Zornmann, nicht der Wächter. Will ich nicht. Hat mir geschafft. Oh, mal ein bisschen schlecht. Ja, mir sagen, der Wächter hat ein bisschen mehr auf Lager. Oh. Den Mob fertig oder wie? Fragment, war das? Bleib weg da. Das bruttelt und wickert. Kann man nicht zerstören?
Ich hab nichts aus. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Die Torwächter? Warte, wo die sind? Du hast ja nicht.